Ich darf Sie, meine sehr geehrten und verehrten Damen und Herren, interessierte, lernwillige Schülerinnen und Schüler, Freunde, Förderer und Gönner des Pfälzischen ganz herzlich zu der 4. Lektion von Pfälzisch für Anfänger begrüßen. Yo! Ach jo, das hört ja scheinbar gar nicht mehr auf. Jetzt kommt nämlich alles noch und schon wieder Pfälzisch für Anfänger, 4. Teil. Oder? Dabschädel, mit dir kann man ja nicht einmal disputieren. Guck nicht so dappig aus der Wäsche. Drohhocke, Drohklotze, lernen und begreifen. Aller hopp. Heute thematisiert die Lektion keine mundartliche oder dialektale Besonderheit, Eigenart oder Grundlegung, sondern beschäftigt sich mit der Mode, Beschaffenheit und Aufmachung des pfälzischen Ureinwohners. Heute geht's ums Aussehen. Erster Merksatz dabei: Nicht alles, was sich reimt, ist ein Gedicht, nicht alles mit 2 Backen ein Gesicht. Der Pfälzer hat eine eigene Anatomie, das heißt ein ganz eigener Körperbau aufzuweisen. Sein ganzer Körper ist extra oder speziell auf den Scholle, den Wein und das Schobbeglas ausgelegt. Das heißt Mund und Hals sowie alle weiteren Organe sind zugeschnitten auf die Abmessungen bzw. das Volumen eines Schobbeglases. 0,5 Liter, Durchmesser ca. 7,8 cm, Höhe ca. 16,5 cm. Guck, passt. Neben der Hand Hand, Scholle. Und dem Mund, das heißt Meilsche oder Gosch, du Hannebambel. Nun gut, neben diesen Extremitäten erkennt man den Pfälzer auch an seiner markanten Stimme. Der sogenannte Auswärtige meint häufig, wenn der Pfälzer spricht, dann singt er. Meistens stimmt es auch. Wir babbeln nicht, wir singen. Wir Pelzer sind halt echte Krischer. Ich bin ein echter Pelzerbude, stärkst von unserer Gast. Ei, wer die Pelzerbube kennt, es ist eine edle Rass. Ja, es reicht. Danke. Schön war das in diesem Fall nicht. Da sind wir uns wohl alle einig. Dennoch zeigen sich die Besonderheiten des Pfälzers an weiteren Merkmalen. So zum Beispiel am Abdomen, dem Bauch. Schon seit Omas Seite kennt man den Brauch, darum trotzt an jeder Pelzer mit seinem Bauch. Am Gesichtserker, also der großen roten Nase. Doch sein größter Stolz, das ist sei rote Nas. Als Erkennungszeichen, ich heb wieder Gas. Und am Magnus Cervix, dem dicken Hals. Auf ihr Brüder in die Pals, wo die Mama mit dem Most auf dem Marktplatz steht und von nix hat sie ein dicker Hals, weil sie bleibt und bleibt, bis ihr die Luft ausgeht. Her, ich krieg so einen Hals, da krieg ich echt einen dicker Hals, da kind ich mich aufregen. Neben dem Sprachorgan os humanus, der sogenannten Pelzer Schlabbergosch, ist bei dem Pfälzer natürlich auch das Organ der Leber stärker, resistenter und größer ausgeprägt.
Da sag ich nur das Gedicht von der Leberwurst. Schnell entscholle ihr Bube, ich heb Durst, schütte Wein ein, mir ist die Leberwurst. Hier gilt natürlich die alte 0,5 Promille Regel. Wann hat ein Pfälzer 0,5 Promille Alkohol im Blut? Ein Pfälzer kommt in der Regel auf 0,5 Promille, wenn er 2 Tage hintereinander nichts trinkt. Ah jo, Allah. Krankheiten hat der Pfälzer in der Regel nicht. Statt Überzucker oder Unterzucker gibt es bei dem Pfälzer andere Einheiten. Oh, ich hab Unerscholle. Natürlich ist das Quatsch. Nicht jeder Pfälzer rechnet in Unerschorle. Oh, ich hab Unerwei. Auch das ist Quatsch, denn solches kommt beim Pfälzer sehr selten vor. Er achtet auf sein Wohlbefinden. Häufiger findet sich der andere Begriff. Jetzt ist gut, ich bin dabei, ich hab Iberwei. Alles ist gut, brauchst nix mehr zu holle, ich hab Iberscholle. Das gibt sich wieder. Nun ja, es erübrigt sich ein Kommentar. Kommen wir nun zur Mode und zur Bekleidung. Der Pfälzer unterscheidet nicht zwischen Alltags-, Sonntags-, Fest- und Kerbebekleidung. Er zeigt sich seinen Mitbürgern, Gästen und der Umwelt immer gleich. Wichtig ist hierbei der sogenannte Blueskittel, auch Winzerkittel oder Küferkittel bzw. Küferhemd genannt. Auf der Brusttasche wird hierbei immer das lokale Ortswappen aufgenäht, gelegentlich auch das Vereinswappen. Das Ortswappen stellt sicher, dass, falls der Pfälzer nicht mehr laufen kann und/oder umfällt, die Umwelt weiß, wohin man ihn bringen bzw. tragen muss. Im Ort selber ist er meist bekannt und kann daher dort wieder schnell heimgebracht werden. Richtig, Baschel. Als weitere Kleidung nutzt der Pfälzer ein Halstuch, in der Regel in roter Farbe, das er, falls er mal im Chausseegraben liegt, dort schnell aufgefunden wird, sowie eine Mütze zum Schutz vor Schmutz, Wind und Wetter bzw. als Schutz vor Offenlegung und als Sicherheit seiner Frisur. Das ist keine Mütze, das ist ein Kapp, du Herrling. Unerlässlich ist ein sogenanntes Sackmesser zum Entfernen des Korkens und Öffnen der Weinflasche sowie zum Öffnen und Bestreichen der Dosenwurst bzw. Hausmacher. Mein Sackmesser. Zur Grundausstattung gehört natürlich auch immer eine Flasche Wein und eine Flasche Wasser sowie unbedingt das örtliche, lokale Schoppenglas mit Ortswappen. Finger weg, das ist meins. Zur Beseitigung von Schmutz und Schnupfen und zur allgemeinen Reinigung nutzt der Pfälzer ein Sacktuch. Mein Sacktuch? Gut, gell? Je nach Arbeitseinsatz wird die Kleidung auch noch mit Gummistiefel und einer Schürze ergänzt. Mein Stiefel, mein Schatz. Zu guter Letzt sei erwähnt, dass der Pfälzer sich mit dem Traktor, zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegt, je nach Entfernung und Befindlichkeit sowie Tätigkeit. Wenn du mich siehst, dann auf dem Bulldog oder auf dem Rad
oder per beides. Nicht? Schauen wir nun, dass wir die Einheit schnell beenden. Schaff dich ab, schaff dich fort, ist lang zu langsam. Und wieder schließen wir die Lektion mit 2 Weisheiten. Ein guter Wein zur rechten Zeit bringt Freude und Zufriedenheit. Jo, lieber ein Bauch vom Saufen als ein Buckel vom Schaffen. Zum Wohl die Pals. Prost!